تفتح بالكتاب وأزهر، بالآي أشرق زاكيا وتنور، ذوق كساه الطهر يا لجماله، بمدارس تحفيظها قد أنورا، بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen heute mit unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna weiter. Wir werden heute inshallah einen neuen Asma von Allah subhanahu wa ta'ala behandeln in unserem Unterricht. Der Asma, den wir heute behandeln, ist Al-Malik. Die Reihenfolge ist jetzt daraus entzogen, weil Al-Malik ist auch ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala, in dem wir Menschen uns tagtäglich damit konfrontiert sind. Es gibt Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die sind in bestimmten Anlässen oder zu bestimmten Zeiträumen reflektieren die in unserem Leben. Dann gibt es aber Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die sind tagtäglich in unserem Leben zu sehen. Und wenn man diese gedenkt, steigt der Iman. Wenn wir in die Surah Fatiha gucken, dann haben wir bis heute die Asma'ul Husna von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Lafzu Jalala, erklärt. Danach haben wir Ar-Rahman, Ar-Rab, dann Ar-Rahman, Ar-Rahim und jetzt machen wir Al-Malik. Und wenn ihr schaut in der Surah Fatiha, ist das die Reihenfolge, die ebenfalls so vorkommt, wo es heißt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Und heute, inshallah, werden wir den Namen Al-Malik von Allah subhanahu wa ta'ala behandeln. Auch ist bei dem Namen Al-Malik sehr interessant im edlen Koran. Am Anfang in der Surah Fatiha findet ihr den Namen Al-Malik und in der letzten Sure des edlen Koran findet ihr ebenfalls wieder Al-Malik, wo Allah sagt, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Dem König der Menschen sollen wir Zuflucht suchen. Und daher werden wir inshallah mit dem Namen Al-Malik jetzt fortfahren. Im edlen Koran kommt der Name Al-Malik von Allah subhanahu wa ta'ala 5-mal vor. Al-Malik kommt 2-mal vor und Al-Malik kommt einmal im edlen Koran vor. Diese haben einigermaßen andere Bedeutung, aber in der Wortwurzel sind die Bedeutungen sind gleich. Die Wortwurzel von Al-Malik besteht aus Malaka und alle Wörter, die aus diesem Wort entstehen, mit dieser Wortwurzel, haben eins gemeinsam und deuten auf Kraft und Macht hin. Eine Kraft und Macht, die Spuren hinterlässt. Zum Beispiel in der arabischen Sprache sagt man zu einem Wort Kallama, zum Reden Kallama. Kallama sagt man zu einem Gespräch, was Spuren hinterlässt. Ansonsten, wenn es keine Spuren hinterlässt, sagt man Qala einfach dazu. Und das Wort Malaka hat ca. 6 Kombinationen, indem man zum Beispiel den letzten Buchstaben nach vorne macht, Lakama, Kalama, Malaka. So kann man die Wörter kombinieren, dass man den mittleren Buchstaben nach vorne macht oder den letzten nach vorne macht, den ersten in die Mitte setzt und da kommen 5 Bedeutungen raus. Ebenfalls 6 Bedeutungen, aber 5 von diesen Bedeutungen deuten wieder auf Kraft und Macht von Allah subhanahu wa ta'ala hin. Zum Beispiel sagt man in der arabischen Sprache zu einem Boxer, der jemanden einen Box gibt, also einen Schlag, sagt man Lakama. Oder zu einem Boxer sagt man zum Beispiel Mulakim oder Lakim, sagt man zu einem Boxer. Warum? Weil der Boxer wendet Kraft auf und gibt diesen Schlag. Da wird Kraft aufgewendet. Die Araber, die kommen und sagen zum Teigkneten Emlaka, weil man beim Teigkneten richtig fest drückt und Kraft aufwenden muss. Man sagt auch zur Mulk Herrschaft. Mulk ist auch gleichzeitig Herrschaft. Warum sagt man das? Weil nur ein starker, ein kräftiger kann eine Autorität aufbauen. Jemand, der schwach ist, der kann keine Autorität aufbauen. Also können wir eigentlich zusammengefasst sagen, wenn wir das Wort Al-Malik für Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, deutet das eigentlich auf die Bedeutungen, dass es Allah, der Herrscher, der Besitzer und der uneingeschränkte Gesetzgeber ist, der in seinem Mulk verfahren kann, ohne jeglichen Hindernis und sein Mulk und sein Besitz, sein Eigentum ist unbegrenzt. Das ist, wenn wir Al-Malik sagen. Yani der Herrscher, der Besitzer des Mulk. Und er kann machen, was er will in seinem Besitztum. Alles, was sein Besitz ist.
Wenn wir jetzt gucken, wo finden wir Allah, seinen Namen Al-Malik, also Allah seine Herrschaft, Allah, dass er Besitzer ist, dass er der Gesetzgeber ist, finden wir im edlen Koran eine Sure, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hier drin wird es eigentlich sehr gut erklärt, wo Allah sagt, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ Sprich, O Allah, du bist Malikul Mulk, du bist der Herrscher, du bist der Besitzer aller Herrschaften. Dir gehört alles. Tu'til mulka man tasha'u. Du gibst von deinem Besitz, von deinem Eigentum, also von deiner Herrschaft, wen du möchtest. Das heißt, wenn wir heute gucken, egal wo wir hinschauen, wenn wir jemanden sehen, der Mulk besitzt, der ein Besitztum hat, der ein Eigentum hat, sei es Geld, sei es Häuser, sei es Kraft, sei es Macht, egal wer das ist, ob Muslim oder Kafir, so ist dies die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Tu'til mulka man tasha'u. Er gibt von seiner Herrschaft, von seinem Mulk, von seinem Eigentum, wem er will. Wa tunzi'ul mulka mimman tasha'u. Und er entzieht seinem Mulk, wen er es möchte. Wenn ihr nun in eurem Leben schaut, ob es vorher Menschen gewesen waren, die reich waren und danach arm wurden, oder Menschen, die sowieso von Anfang an arm sind, so ist dies die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name Al-Malik, weil Allah entzieht dem Mulk, wem er möchte. Und dies macht Allah innerhalb seines Mulks. Allah fährt fort und sagt, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ und Allah erhöht, ehrt, wem er will. Hier ist sehr interessant, Allah subhanahu wa ta'ala schlägt hier eigentlich eine Meinung aus unseren Köpfen aus. Und zwar diese Meinung, dass viele Menschen glauben, dass man Respekt, Ansehen nur durch Mulk erlangen kann. Hier kommt Allah und zählt وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ extra auf, nachdem er das Mulk aufzählt. Allah zählt das Mulk extra auf, er gibt das Besitztum, wem er will, entzieht es, wen er will. Aber er gibt das Ansehen, die Ehre, wem er es will. Hier zählt Allah das separat auf. Yani, Allah will uns damit sagen, oh ihr Menschen, das Ansehen eines Menschen hat nichts mit Mulk zu tun. Den einen ehre ich, Allah ist Al-Aziz. Allah ist der Mächtige, Allah macht mächtig. Ehrt den einen, gibt den Ansehen mit Wissen, den anderen mit Akhlaq, den anderen vielleicht mit Spenden, den anderen mit einer Eigenschaft Allahs, mit einer Eigenschaft, wo man nur von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt. Die Wege, wo Allah einen Menschen ehrt, einen Menschen Ansehen gibt, sind viele, aber es ist nicht vom Mulk abhängig, so wie die Menschen immer glauben, dass man erst mit Geld respektiert wird, dass man mit Geld erst Macht hat, dass man mit Geld erst was zu sagen hat, dass man erst mit Geld ein großer Mann ist, die schlägt uns Allah aus dem Kopf. وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter. Und er erniedrigt, wen er möchte. Yani, guck mal, der Besitzer eures Herzens ist Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, wenn ihr einen Menschen heute liebt, ihr könnt einen Menschen lieben. Wer ist es, der diese Liebe in euren Herzen setzt? Ihr seid es, nicht ihr seid es. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Liebe in euren Herzen setzt. Dasselbe kann passieren. Jemand, den ihr sehr geliebt habt, kann nach einer bestimmten Zeit zu einem Menschen werden, den ihr sehr verabscheut, sehr hasst. Wer ist es, der die Liebe reingesteckt hat? Allah. Wer ist es, der die Erniedrigung reingesteckt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, ihr könnt zum Beispiel einen Profisportler sehen. Ein Profisportler ist sehr gut. Aber Allah kann ihn erniedrigen, indem er ihn zum Beispiel, dass er krank wird und kann seine Tat nicht mehr ausführen. Versteht ihr? Yani, ein Mensch, der geehrt ist und danach erniedrigt wird, den kann niemand mehr ehren. Den kann niemand mehr Ehre erweisen. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns. Yani, oh ihr Menschen, ich gebe Ansehen, wen ich will, und ich erniedrige, wen ich will. Deswegen, wenn ihr auf der Welt schaut, jegliche Erniedrigung und jegliche Ansehen ist ebenfalls die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Biyadika al-Khair, innaka ala kulli shayin qadir. In seiner Hand ist das Gute und er hat wahrlich die Kraft zu allem. Normalerweise in der arabischen Sprache muss man sagen, Al-Khairu biyadika, das Gute ist bei ihm. Aber hier heißt es, Biyadika al-Khair. Und das bedeutet, das Gute ist nur einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala, nur bei Allah. Deswegen sagt Allah, biyadika al-Khair. Nicht al-Khair biyadika, sondern das Gute ist einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Egal was in eurem Leben ihr Gutes seht, ist dies die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik. Egal was es ist. Egal was es ist. Wenn in eurem Leben etwas Gutes ist, ist dies die Widerspiegelung von al-Malik. Wa innaka ala kulli shayin qadir. Und Allah kann in seinem Mulk handeln, wie er möchte. Das ist nochmal die Zusammenfassung. Yani,
Manchmal fragt ihr euch vielleicht, wie kann ein Kafir Geld haben? Wie kann ein Kafir Ansehen haben? Ein Muslim aber das entzogen werden. Warum ist der eine geehrt? Warum nicht? Allah sagt, innaka ala kulli shay'in qadir. Allah hat zu allem die Macht. Es ist sein Mulk, es ist sein Besitz und er handelt, wie er möchte. Uneingeschränkt und ohne jeglichen Hindernissen. Allah fährt fort. Das war die Reflexion auf den Menschen. Jetzt kommt die Reflexion auf die Welt und auf die Umgebung von uns. Und Allah zählt hier zwei sehr interessante Beispiele auf, indem er sagt, ich bin Al-Malik. Wir haben ja gesagt, Qul Illahumma Malikul Mulk. Oh Allah, du bist Malikul Mulk. Und dann fängt Allah an und zählt auf. Hier zählt jetzt Allah zwei Extrembeispiele auf, um uns einfach nur zu zeigen, wie Allah in seinem Mulk, wie Allah in seinem Besitz, in dieser Dunya, überhaupt in allgemein in seinem Besitz handelt. Und Allah sagt, Tulijul Layla fin Nahari wa tulijul Nahara fil Layl. Er ist es, der die Nacht in den Tag hineinfließen lässt und den Tag in die Nacht hineinfließen lässt. Allahu Akbar, Allah zählt hier dieses Beispiel auf. Der Tag und die Nacht sind zwei Gegensätze. Da wo Nacht ist, kann kein Tag sein. Da wo Tag ist, kann keine Nacht sein. Allah sagt, in meinem Mulk, an einem und denselben Ort, kann ich ein Gegenteil reinbringen, die Nacht, und ich hole nur ein paar Stunden später genau das Gegenteil an diesem Fleck. Und hole wieder das Gegenteil, genau das 180 Grad, das Gegenteil an demselben Fleck. Ich handle in meinem Mulk so, wie ich will. Allah fährt fort und sagt, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Und der ist es, der aus dem Lebendigen das Tote hervorholt und aus dem Toten das Lebendige hervorbringt. Da gibt es viele Interpretationen. Ich gebe euch ein Beispiel. Allah zählt wieder ein krasses Beispiel auf und sagt, o ihr Menschen, ihr wurdet aus einem Samentropfen erschaffen. Ihr wart ein Blutklumpen, ein Tropfen. Dieser Samentropfen ist Najis. Es ist nichts wert. Menschen ekeln sich davor. Ihr seid dadurch entstanden. Aus einer Sache, die eklig war, wo sich die Menschen verabscheuen, die Najis ist, entsteht ein Kamil Insan. Ein Mensch, der vollständig ist, der perfekt ist. Ein geehrter Mensch entsteht durch ein Najis, durch eine Sache, die keinen Wert hat. Das ist Allahs Mulk. Das ist Allahs Mulk. Allah handelt in seinem Mulk so, wie er es möchte und ohne jeglichen Hindernissen. Er kann aus das, wo du denkst, was ist das Ekelhafteste, das Schönste hervorbringen. Er kann da, wo das eine ist, wo du sagst, hier könnte niemals das Gegenteil passieren, holt er genau das Gegenteil. Allah will damit sagen, ich handle in meinem Mulk so, wie ich es möchte. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Und Allah gibt Rizq, wen er will, ohne eine Berechnung. Wenn wir das jetzt eigentlich so hören, dann ist das sehr interessant, dann müssten wir eigentlich sagen, alles ist im Dienste von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles. Weil Allah ist Al-Malik, haben wir gesagt, der Besitzer, und alles, was Allah erschaffen hat, gehört ebenfalls ihm. Also gehört die Dunya ihm. Und alles in der Dunya, sowohl die Tag, der Nacht, preist Allah subhanahu wa ta'ala. Macht Tasbih zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im edlen Koran, سَبَّهَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, macht Tasbih zu Allah, preist Allah. Aber warum? Warum preisen alle Dinge, die im Himmel und auf Erden ist, Allah? Aufgrund von welchem Esma? Aufgrund von welchen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Aufgrund, weil Allah Al-Malik ist, weil Allah der König ist, weil er der Besitzer ist, er ist der Herrscher, er ist Quddus, er ist der Heilige, er ist Aziz, er ist der Mächtige und er ist der Weise. Aufgrund von dessen preist alles, was im Himmel und auf Erden ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, das ist uns manchmal vielleicht gar nicht bewusst. Dieses Glas, was ich hier gerade vor mir habe, selbst dieses Glas preist Allah subhanahu wa ta'ala, weil das ebenfalls in seinem Mulk ist und das sein Besitz ist. Dieser Tisch, dieses Holz, dieses Papier, all diese Dinge preisen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir verstehen das nicht. Allah sagt im edlen Koran, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Alle Dinge, alles, ausnahmslos, alles macht Tasbih zu Allah. Aber ihr versteht ihr Lobpreisen nicht. Ihr versteht das nicht, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Deswegen muss der Mensch, der in Allah seinem Mulk lebt, sich eigentlich eins klar machen und denken, yani, es gibt so viele Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Findet ebenfalls Wege, wie ihr Allah subhanahu wa ta'ala Tasbih macht. Findet Wege, in denen ihr Allahs Zufriedenheit gewinnt. Findet Wege, in denen Allah mit euch zufrieden ist und euch von seiner Gnade erweist.
Das waren die Eigenschaften von seiner Rububiyyat. Was reflektiert das bei uns in unserem alltäglichen Leben, unser Uluhiyyat? Wir müssen eins verstehen. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, stehen wir in Allah sein Mulk auf. Du bist Allah sein Mulk und du befindest dich in Allah seinem Mulk. Und denke ja nicht, dass das, was du besitzt, deins ist. Es ist nicht deins. Es ist alles nur ein anvertrautes Gut von Allah. Denn der Besitzer von diesen Dingen ist Allah subhanahu wa ta'ala. Euch wurde das nur ausgeliehen. Euch wurde das nur zum Leasing gegeben sozusagen. Euch wurde das gegeben, aber ihr seid niemals der Besitzer. Ihr könnt nicht in einer Mietswohnung leben und sagen, das Haus gehört mir. Ihr lebt da zur Miete, das gehört nicht euch. Der Besitzer ist jemand anders. Ihr lebt in der Dunya, ihr habt vielleicht Geld, ihr habt vielleicht irgendwas, ihr besitzt vielleicht irgendwas. Denkt aber dran, dieses Besitz, was ihr als Eigentum bezeichnet, der wahre Eigentümer ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Euch wurde das nur anvertraut und dies ist nur eine Amana von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt möchte ich mal auf eine Sache kommen, die im edlen Koran vorkommt. Jetzt wird Al-Malik für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, aber Allah benutzt ebenfalls diesen Namen Malik, König, Herrscher, für Menschen. Also Allah benutzt selbst im Koran für Menschen. Allah sagt zum Beispiel in Surah Yusuf, وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِ بِهِ. Und der König sagte zu Yusuf, bringt ihn mir. Allah bezeichnet dort Malik, sagt zu ihm König. Oder Allah sagt in einem anderen Vers ebenfalls in der Surah Yusuf, وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ. Er erklärt seinen Traum und sagt, ich habe in meinem Traum der König sagte, ich habe in meinem Traum 7 dicke Kühe gesehen. Allah sagt wieder dort das König. Oder Allah sagt ebenfalls im Koran, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Allah betitelt Talut als Malik. Wir haben für euch Talut als König geschickt. Okay? Oder zum Beispiel die Königin von Seba. In der Tafsir-Bücher steht Belqis drin, das ist auch eine Königin, aber die wird auch als König, also Königin betitelt, also als Malik. Jetzt die Frage, wir haben Mulk, wir haben hier ein Besitztum, Mulk, Allah hat ein Mulk. Allah ist Malik, die Menschen sind Malik. Was ist der Unterschied zwischen Allah seinem Mulk und unserem Mulk? Was ist der Unterschied zwischen Allah, der Al-Malik ist, und der Mensch, der Malik ist, der auf der Dunya Malik ist? Was ist dort der Unterschied? Guck mal, ich habe in den ersten Unterrichten gesagt, wenn ihr die Asma'ul Husna lernen wollt, dann ist das Beste eigentlich, wie man die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala lernen will. Du schlägst den edlen Koran auf und am Ende jedes Vers, vielen Versen, kommt immer die Asma von Allah subhanahu wa ta'ala vor. Ihr müsst euch diese aufschreiben und guckt in diesem Vers, um was es ging. Und dann könnt ihr sagen, dieser Name ist auf diese Sache zu beziehen. Das ist die beste Art, um die Asma von Allah subhanahu wa ta'ala zu lernen. Wir haben ebenfalls gesagt, wenn ein Name am Ende eines Verses vorbeikommt, ist das niemals sinnlos. Es ist niemals sinnlos. Es hat einen Grund, warum gerade dieser Name am Ende dieses Verses vorkommt. Und dann haben wir gesagt, es ist auch niemals ein Zufall, dass wenn 2 Namen, Rauf und Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, zusammenkommen, dies sinnlos ist. Wir haben gesagt, das hat selbst einen Grund, das vervollständigt sich, das hebt die Zweifel komplett auf. Das macht das nochmal vollständig und komplett weg, hebt die Zweifel auf. Also ist das auch nicht sinnlos, haben wir gesagt. Jetzt, wenn wir gucken, Al-Malik, haben wir gesagt, kommt 5-mal im edlen Koran vor. Gut, in allen Büchern steht 5, aber wir sagen 4, weil in Surah Fatiha sagen wir nicht Al-Malik, sondern wir sagen Malik. Und einige Qiraat, also einige Lesearten vom Koran sagen Al-Malik, manche sagen Malik. Deswegen sagen wir 4-mal. Und in diesen 4-mal, wo Al-Malik vorkommt, wird niemals gesagt, zum Beispiel, also als eigenständig, Allah ist Al-Malik. Al-Malik ist Allah. So kommt das nie vor. Al-Malik kommt mit 2 Eigenschaften von Allah in Verbindung. Und diese 2 Eigenschaften, wenn ich jetzt euch aufzähle, reichen eigentlich vollkommen aus, um den Unterschied zwischen dem Mulk von Menschen und dem Mulk von Allah zu erkennen. Ganz eindeutig. Und zwar das erste, womit Al-Malik in Verbindung kommt im edlen Koran, ist 2-mal und das mit Haqq. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hoch erhaben ist Allah, der wahre König, der wahre Herrscher. Ebenfalls in einem anderen Vers, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Wieder sagt Allah subhanahu wa ta'ala, darum ist Allah der wahre König. Hoch erhaben ist er
es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des würdigen Arsch. Also das erste kommt mit Haq vor und das zweite ist mit Quddus. Ebenfalls zweimal mit Quddus, einmal in Surah Jum'a und einmal in Surah Hashr. Allah sagt, Huwallahu lazi la ilaha illahu, al-Malikul Quddusul, Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keinen Gott außer ihm, er ist Al-Malik, Quddus. Und dann geht Salam, Mu'min, Muhaymin. Aber nach Malik kommt direkt Quddus. Quddus ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist von allen Mängeln befreit. Allah erweist keine Mängel auf. Weder in seinem Mulk, noch in seinem Saat, noch in irgendwas anderem. Allah ist von allen Mängeln weit entfernt. Allah hat keine Mängel. Allah ist heilig. Wirklich heilig. Weil er ist perfekt. Es gibt nichts, was ein Mängel in Allah seine Schöpfung oder in Allah sein Handeln oder in Allah sein Saat zu erkennen ist. Das gibt es nämlich nicht. In einem anderen Vers sagt Allah, Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Wieder. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, preist Allah, der Al-Malik und Quddus ist. Al-Malik und Quddus. Diese zwei Namen kommen immer mit Al-Malik und diese reichen eigentlich vollständig aus, um zu sagen, was der Unterschied zwischen dem Mulk von Menschen und dem Mulk von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir können eigentlich sagen, warum Al-Haq? Weil Allah ist der wahre Besitzer. Allah ist der wahre Besitzer, aber unser Besitz ist nur symbolisch. Unser Besitz ist nicht wahr. Gehört nicht uns. Es ist nicht wahrhaftig uns. Aber Allah, sein Besitz, all das ist wahrhaftig ihm. Es gehört wirklich ihm. Aber uns gehört das alles nicht. Al-Quddus ist, Allah, sein Mulk, ist von allen Mängeln befreit. Guckt euch sein Mulk an. Von allen Mängeln befreit. Aber das Mulk des Menschen ist mit vielen Mängeln drin, mit sehr vielen sogar drin. Der nächste Unterschied, was da zwischen Allah, sein Mulk und unserem Mulk ist, dass unser Mulk, unser Besitz, also unser Eigentum ist nur für diese Dunya, ist nur für diese Welt. Weil wenn ihr stirbt, nehmt ihr irgendwas mit in eurem Grab. Weder Geld nehmt ihr mit, noch könnt ihr eure Familie mitnehmen, noch könnt ihr eure Gold und Schmuck mitnehmen. Was nehmt ihr mit, wenn ihr stirbt? Nichts könnt ihr mitnehmen. Euer Mulk ist begrenzt auf dieser Dunya. Ihr habt nur auf dieser Welt. Wenn ihr stirbt, werden die ersten Streitigkeiten schon kommen über euer Besitz, über euer Erbe, über eure Häuser, die ihr hinterlassen habt. Die sind schneller weg, als ihr gucken könnt. Bevor eure Leiche verwest, gehört das Mulk schon wen anders. Deswegen, euer Besitz ist nur in der Dunya. Aber Allah, sein Mulk, ist nicht nur in Dunya, sondern es ist auch in Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, Al-Mulku yawma izin lillahi yahkumu baynahum. An dem Tag ist die Herrschaft einzig und allein Allah und er wird zwischen euch richten. Im anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ich wollte eigentlich die Verse aufzählen, die Suren aufzählen, immer damit, du hast mir das ja gesagt gehabt, damit ihr mitschreibt. Ich habe das jetzt wieder vergessen. Inshallah, ich werde das jetzt aufzählen. Wir werden das sowieso auch veröffentlichen, dann unter dem Video könnt ihr das dann sehen. Allah sagt in einem anderen Vers, in der Sure 25, Vers 26, Al-Mulku yawma izin il-Haqqu lir-Rahman wa kana yawman ala al-Kafirin asira. Und an jenem Tag wird die Herrschaft ganz gewiss wahrhaftig nur Ar-Rahman sein. Und dies wird für die Kuffar ein sehr schwieriger Tag werden. Ein sehr schwieriger Tag wird es werden. Aber Allah, seine Herrschaft, sein Mulk ist ebenfalls im Jenseits. Wenn ihr euch vorstellt, wie ihr im Akhirat dann irgendwann vor Allah tretet, alle Menschen, gibt es ein Szenario, was häufig, das kennt ihr alle bestimmt, sowohl im Koran als auch in den Hadithen vorkommt. Allah sagt im edlen Koran, in der Sure 40, Vers 16, يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ. Nichts wird an diesem Tag versteckt bleiben. Es gibt kein Versteck, wo Leute hingehen können. Alles wird offen sein und nichts wird verborgen bleiben vor Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag. Allah wird dann sagen, Limanil mulkul yawm. Wen gehört das Mulk heute? Wen gehört die Herrschaft heute? Und dann wird Allah oder die Engel sagen, Lillahil wahidil qahhar. Ganz gewiss Allah, dem Einzigen und Allbezwingenden. Ihm gehört die Herrschaft. Warum wird Allah dieses Szenario abspielen? Also warum passiert das da? Warum wird Allah das sagen zu den Menschen?
für diese Menschen, die auf der Dunya den Besitz gegeben worden ist, den Eigentum gegeben worden ist oder Macht oder eine Herrschaft. Und diese Menschen haben geglaubt, dass das ihnen gehört. Diese Menschen haben geglaubt, dass das niemals endet. Diese Menschen haben geglaubt, dass sie unsterblich sind, dass sie damit machen können, was sie machen. Diese Menschen haben mit diesem Mulk Unrecht getan, haben es gegen den Islam benutzt, gegen Allah benutzt, wobei ihnen was ganz anderes befohlen wurde. Deswegen wird Allah an diesem Tag sagen, Limanil mulkul yawm. Wem gehört die Herrschaft heute? Lillahil wahidil qahhar. Ganz gewiss gehört sie Allah, dem Einzigen, dem Allbezwingenden. Denkt nicht, er ist allein und schwach. Er ist Al-Qahhar, er ist vernichtend. Das sagt Allah uns. Allah zeigt uns hier das Achlaq der Mushrikun auf, in Surah Zumar, im Vers 67 und sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht geehrt, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala gebührt hat. Yani sie haben Allah nicht den Respekt erwiesen, dem Allah wahrhaftig gebührt. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah wird an diesem Tag im Jenseits die Erde in seinem Griff halten. Was sein Griff ist, erhaben ist er überdies. So wie es ihm gebührt. Er wird die Erde in seinem Griff halten. Er wird die Himmel in seiner Rechten halten, eingerollt. Wird er halten, Lob, weit entfernt ist Allah von dem, was sie Allah zur Seite stellen und Schirk machen. Dies wird der Ablauf sein. Und jetzt kommt der Hadith dazu und der wird von Abu Huraira überliefert bei Bukhari Muslim. Da heißt es, im Jenseits wird Allah subhanahu wa ta'ala die Erde in seiner Rechten halten. Und er wird die Himmel rollen. Die Himmel werden gerollt sein. Die Himmel werden in seiner Rechten sein und die Erde in seinem Griff sein. Und Allah wird sagen, Ana al-Malik, ich bin der Malik, ich bin der König, ich bin der Herrscher. Aina al-Mulukul Ard, wo sind die Könige der Erde? Wo sind die Gesetzgeber der Erde? Wo sind die Herrscher der Erde? Wo sind diese Menschen, die hochmütig waren? Wo sind diese Menschen, wird Allah sagen, Ana al-Malik, ich bin der König. Von Ibn Umar bei Muslim und Abu Dawud wird ein Hadith überliefert. Da heißt es, Allah wird am Tag der Auferstehung den Himmel in seiner Rechten wie ein Heft eingerollt lassen. Wie als würdet ihr ein Heft rollen. Wie so ein Blatt, es würde ihr rollen. So wird Allah die Himmel rollen und in seiner Rechten halten. Danach wird er sagen, Ana al-Malik, Aina al-Mulukul Ard. Ich bin der König. Wo sind die Könige der Erde? Wo sind die Könige der Erde? Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Erde ebenfalls einrollen und in seiner Linken halten. Und wird sagen, Ana al-Malik, Aina al-Jabbarun, Aina al-Mutakabbirun, Ana al-Malik. Allah wird sagen, wo sind die Könige? Wo sind die Hochnäsigen? Wo sind die Übertreiber? Wo sind diejenigen, die auf der Erde rumgelaufen sind und haben geglaubt, sie können bestimmen, sie können Allahs Gesetze missachten? Wo sind diese Leute? Und das Interessante dabei ist, Allah wird hier die Erde in seiner Rechten halten und den Himmel. Das, worauf sie sich immer verhalten haben und geglaubt haben, das gehört ihnen, diese Grenzen gehören mir. Allah wird das halten und wird sagen, so, wenn ihr König seid, kommt, macht doch jetzt was. Ihr seid König, tut jetzt irgendwas. Zeigt eure Kraft, zeigt eure Macht. Ihr seid König. Allah wird das in seiner Macht halten und keiner wird reden können. Warum macht das Allah? Um diese Kuffar, die heute Unrecht den Menschen tun, den Menschen allsam Unrecht tun, um ihre Strafe noch mehr zu erhöhen, um sie zu erniedrigen an diesem Tag, weil sie diesen Tag vergessen haben. Wird Allah diesen Ablauf, dieses Szenario allen Menschen vorführen. Ausnahmslos jeden Menschen vorführen. Das nächste Beispiel, das nächste Unterschied zwischen Allah, seinem Mulk und das Mulk der Menschen ist, Allah kann in seinem Mulk eingeschränkt und ohne jeglichen Hindernis tun, was er möchte. Aber das Mulk eines Menschen ist begrenzt. Ich gebe euch mal ein Beispiel dazu. Es gab einen von der Salaf, der hat die Hajj vollbracht. Und es kam ein Malik von der Erde, ein König von der Erde. Und er geht zu ihm hin und sagt zu ihm, oh du so und so von den Salaf, ein Bekannter, und sagt zu ihm, ich bin ein König, ich habe viel Macht. Sag, was deine Bedürfnisse sind, ich werde deine Bedürfnisse stillen. Der von der Salaf, der guckt ihn nicht an. Und er setzt ihn richtig unter Druck und sagt zu ihm, sag, was sind deine Bedürfnisse, ich möchte deine Bedürfnisse stillen, sag's mir. Und er setzt ihn so stark unter Druck, dann bleibt er von der Salaf stehen. Er bleibt stehen, dreht sich zu ihm und sagt, in Allah seinem Mulk und in Allah seinem Haus, wo er die Hajj macht, soll ich von jemand anderem etwas verlangen? Ich schäme mich
vor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mein Haya, mein Scham ist zu groß, dass ich von jemand anderem verlange. Yani warum soll ich von jemand anderem verlangen, wenn der wahre Besitzer da ist? Der wahre Besitzer Allah subhanahu wa ta'ala ist da. Wer bist du, warum soll ich von dir verlangen? Nachdem die Hajj vollzogen worden ist und er Mekka verlässt, kommt der König wieder zu ihm hin und sagt zu ihm, was sind deine Bedürfnisse? Sag mir, was sind deine Bedürfnisse? Ich will sie stillen. Sag mir irgendwas und ich werde sie stillen. Er bleibt stehen und er setzt sie wieder unter Druck. Und er sagt, okay, ich möchte etwas von dir haben. Er sagt, okay, sag. Und dann sagt er von der Salaf, rette mich aus der Hölle und stecke mich ins Paradies. Und der König sagt, ja, wie soll ich das denn machen? Er sagte, wenn du das nicht machen kannst, dann kannst du mit deinem Mulk gar nichts machen. Dann bringt dir dein Mulk nichts. Dann bist du überhaupt kein König. Was bist du für ein König, wenn du nicht mal entscheiden kannst, das Ende, wo wir alle hinkommen, das Wichtigste, ob wir Hölle oder Paradies kommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann das entscheiden. Allah kann entscheiden, ob du in die Hölle kommst oder ins Paradies. Er ist der Malik. Er entscheidet nämlich. Er kann frei entscheiden. Und es gibt kein Hindernis für ihn. Er entscheidet, ob du entweder in die Hölle, im Paradies kommst. Welcher andere kann das machen? Die Menschen, alle, die Besitz und Eigentum haben, alle sind begrenzt. Sowohl erstmal sowieso begrenzt auf dieser Dunya, aber auch selbst in dieser Dunya ist alles begrenzt. Du kannst nichts Großartiges, Unmögliches machen. Alles, was du machen kannst, ist sowieso um Grenzen. Aber Allah, sein Mulk, ist nicht so. Allah kann mit seinem Mulk verfahren, wie er möchte. Das nächste Unterschied zwischen Allah, seinem Mulk und das Mulk der Menschen ist, Allah, sein Mulk, ist ewig und beständig und das Mulk der Menschen ist vergänglich. Das Mulk der Menschen, also das Besitz und das Eigentum der Menschen, ist zum Untergang verdammt. Ohne Frage. Entweder wird euer Mulk von euch gehen, wenn ihr tot seid, spätestens da, oder euer Mulk wird euch verlassen, noch während ihr auf der Dunya lebt. Also entweder während ihr noch lebt auf dieser Dunya, wird euer Mulk euch schon verlassen, oder wenn ihr stirbt, wird euer Mulk sehr schnell woanders hingehen. Euer Mulk ist nicht beständig. Der einzige, wo der Malik, der Besitzer und sein Besitz beständig abadi, also Baqi ist einzig und allein khas für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch und sein Eigentum ist niemals unbegrenzt, aber Allah schon. Allah erklärt das so im Koran und sagt, Ma indakum yanfat wa ma indallahi al-baq. Das, was bei euch ist alles vergänglich, aber das, was bei Allah ist ewig und beständig. Es gab einen Mann namens Mu'tamid ibn Abbad und dieser Mann war ein König gewesen. Das hat sich wirklich abgespielt, diese Geschichte. Ein König, der war sehr reich gewesen. So ein reicher Mann, man sagt, seine Schätze waren wie die von Karun gewesen. Also ein sehr reicher Mann. Die Karawanen haben seine Schlüssel für seine Schatzkammer getragen. Dieser Mann ging eines Tages mit seinen Töchtern raus und die Töchter haben gesehen, wie arme Menschen unter ihren Füßen Henna machen. Und die armen Menschen damals, die konnten sich keine Schuhe oder so leisten, haben Henna unter den Füßen gemacht, damit das nicht so wehtut. Und haben Henna drunter gemacht. Und die Kinder von diesem Mu'tamid haben das gesehen und haben gesagt, oh Vater, wir wollen auch Henna unter unseren Füßen haben. Der Vater, der guckt, die ist Königsfamilie, er ist eine geehrte Familie. Wie soll er denn Henna bei seinen Töchtern machen? Er kann doch nicht so aussehen wie die armen Menschen. Er lässt von der ganzen Welt das beste Henna, die besten Dufte mit dabei, aus aller Welt zu sich bringen, damit das wieder so eine noble Sache ist. Ihr wisst, die Reichen, die wollen sich immer unterscheiden. Also, die wollen immer irgendwas haben, wo die trotzdem nochmal ihr Prestige zeigen können, ihr Nobel zeigen können. Er wollte das auch machen. Er hat gesagt, wenn, dann werde ich euch das Beste bringen. Er holt das aus aller Welt, das Beste, und macht es bei den Kindern drauf. Es vergeht eine bestimmte Zeit, es kommt ein anderer König und stürzt diesen Mu'tamid ibn Abbad, stürzt ihn. Und sie nehmen ihm all seinen Besitz weg, alles, und stecken ihn ins Kerker, ins Gefängnis. Es vergeht eine Zeit, seine Töchter kommen ihn besuchen. Seine Töchter kommen ihn besuchen und er guckt seine Töchter an, abgemagert, die Klamotten kaputt, keine Schuhe und er ist im Gefängnis. Alles, sein Mulk ist weggegangen, sein ganzes Besitztum ist weg. Und dort sagt er ein Gedicht auf, ein sehr interessantes Gedicht. Und die letzten Zeilen von diesem Gedicht sind sinngemäß, da sagt er, O Mu'tamid, wer nach dir sich mit diesem Besitz amüsiert und glaubt, dass Besitz ist ewig, der lebt wahrlich nur in einer Traumwelt. Und das ist der Punkt. Das ist ja eigentlich der Punkt.
unser Mal und Glück ist nicht ewig. Unser Besitz ist nicht ewig. Es kann morgen weg sein. Guck mal, der Unterschied. Es gibt manche Leute, die haben Besitz. Die machen Gutes damit. Manche haben Besitz, die machen Schlechtes damit. Woher weiß ich, wann das Besitz für mich gut ist, wann es schlecht ist? Entweder bist du wie Abu Bakr, radiallahu anh, oder du bist wie Karun. Allah hat beiden Mulk gegeben. Allah hat beiden Besitz und Eigentum gegeben. Sowohl Abu Bakr als auch Karun. Was hat Abu Bakr gemacht? Der Prophet a.s. sagt, als er über Abu Bakr berichtet, von niemandem mehr haben wir mehr profitiert, also von niemandem seinem Leben und seinem Besitz haben wir mehr profitiert, als die von Abu Bakr, sagt der Prophet a.s. Warum? Abu Bakr hat vom Tag 1 für den Islam gespendet, von Tag 1 mit dem Propheten zusammen gewesen. Und was sagt Allah zu Karun? Allah hat Karun mit seinem Besitz in Grund und Boden vernichtet. Den einen, der hat seinen Besitz genutzt und wurde geehrt, der geehrteste von allen, der geehrteste Mensch. Und der andere hat seinen Besitz genommen und wurde in Grund und Boden vernichtet und ist ein Beispiel heutzutage für uns noch, also eine Warnung für uns heute noch im Koran festgeschrieben, wie wir es nicht machen sollten. Wann weiß ich aber, was richtig und was falsch ist? Wenn Allah euch ein Mulk gibt, wenn Allah euch etwas gibt, ein Besitztum und ihr bekommt einige Gefühle mit in eurem Herzen, und zwar diese Gefühle, dass ihr wisst, dass das Geld vergänglich ist, dass das Mulk morgen vergehen kann, dann werdet ihr das Mulk auch richtig anwenden. Guck mal, ihr kennt das bestimmt selbst. Es gibt viele Leute, wenn sie Geschäftsmänner sind und dann gerade Millionen machen, da geht es gerade bergab, oder Kriminelle auch. Es gibt ja diese Pablo Escobar und ganz viele andere Kriminelle, die haben ja Millionen, Milliarden gemacht. Ihre Absturzphase, das könnt ihr beobachten, das ist immer so ein gleiches Muster ist das. Die Menschen haben einen Höhepunkt und irgendwann wird das Mulk ihnen entzogen. Wir haben ja gesagt, Allah gibt es, wen er will, und entzieht es, wen er will. Er gibt, sie haben einen Höhenflug und dann gibt es einen Bergab. Allah entzieht ihnen das. Wisst ihr, wo die meisten Menschen durchfahren? Gerade wenn es bergab geht. Wenn die Menschen dort eigentlich abbrechen und sich zurückziehen, retten sie sich und das, was sie noch haben. Aber der Mensch ist nicht so. Der Mensch nämlich versteht nicht oder will es nicht begreifen, dass sein Mulk ihm weggenommen wird, dass sein Mulk vergeht. Was fängt er an zu machen? Damit er das wieder bewahrt und auf denselben Stand kommt, fängt er an, Wege zu begehen, die Sünde sind. Mit Kredit, mit noch mehr Zinsen, mit noch mehr Schulden. Und dann gehen die Menschen in Grund und Boden und werden blamiert und sind vernichtet. Das ist der Punkt, weil sie nie gedacht haben, dass ihr Mulk mal weggehen kann. Wenn ein Mensch aber weiß, dass sein Mulk weggehen kann, dann ist er nicht so wie diese Menschen und muss nicht auf den Boden knallen, damit er aufwacht. Guck mal, die Hijra ist eins der besten Taten, der schwierigsten Taten. Als in Mekka die Hijra vollzogen wird, gab es Leute, die waren reich gewesen. Abu Bakr, Osman, das waren wohlhabende Menschen gewesen. Abdurrahman bin Auf, also waren eigentlich Musab bin Umair, das waren wohlhabende Menschen gewesen. Sie haben aber für die Hijra alles aufgegeben. Hijra bedeutet, du lässt deine Eigentumswohnung hier, deine Autos lässt du hier, deine Konten lässt du hier, du lässt das Geld hier, alles, was du deinen Laden läufst, lässt du hier. Du verlässt alles, deine Waren, deine Karawane und machst Hijra. Sie haben das gemacht ohne Probleme. Warum? Warum? Weil sie, als sie Mulk besaßen, die Bescheidenheit bevorzugt haben. Sie haben, während sie Mulk besaßen, während sie viel besaßen an Besitz und Eigentum, waren sie trotzdem bescheiden gewesen. Und sie haben trotzdem immer wieder im Kopf gehabt, dass eines Tages dieses Mulk entzogen werden kann. Und als es soweit war, die Hijra war, war es für sie was ganz Klares gewesen, ohne überhaupt der Rede wert, und haben die Hijra vollzogen. So war es gewesen. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Mulk von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Mulk von uns ist, dass Allah sein Mulk unbegrenzt ist und niemals sich verringert, weniger wird. Wobei das Mulk eines Menschen weniger wird. Also, oder wenn ich dir zum Beispiel, oder wenn du 1000 Euro hast, du gibst 1000 Euro aus, dann wird es ja von deinem Besitztum weniger. Ist ja richtig, oder? Wenn du 3 Autos hast, du gibst ein Auto weg, dann wird dein Mulk weniger. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das aber nicht so. Guck mal, der Prophet a.s., das ist ein Hadith, der wird beim Muslim überliefert, da sagt der Gesandte Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'alu. O ihr Menschen, wenn alle Menschen
die vor euch gekommen sind, die nach euch gekommen sind, alle Menschen, Dämonen und Menschen, sich auf einen Punkt versammeln würden und Allah bitten würden, فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانِ مَسْأَلَةً مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي. Und Allah würde ihnen allen ihre Wunsch, was sie gerade haben, geben, würde das bei Allah nichts verringern. إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَةُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرِ. Außer, genau wie wenn man eine Nadel nimmt, ins Meer taucht, in einem Meer taucht und diese wieder hochhebt, so viel würde es sich verringern von Allah subhanahu wa ta'ala sein Mulk. Sehr interessantes Beispiel. Was passiert denn mit einer Nadel, die man ins Meer taucht? Da sammelt sich ein Tropfen an. Innerhalb einer Sekunde wird dieser eine Tropfen wieder ins Meer fallen. Warum? Hier sagt Allah eigentlich uns, oh ihr Menschen, wenn sich alle versammeln, ihr könnt alles von mir verlangen, das macht mich nicht arm. Es wird nicht weniger. Warum? Es geht doch von Allah sein Mulk in seinem Mulk. Du bist doch Allah sein Besitz. Das, was er mir gibt, ist auch sein Besitz. Es geht von seinem Besitz zu seinem Besitz. Das ist Allah sein Besitz, ich bin Allah sein Besitz. Alles, was er gibt, ist innerhalb seinem Besitz. Sein Besitz wandert untereinander, aber das wird niemals weniger. Für euch scheint es so, als würdet ihr mehr kriegen, aber Allah hat sich nichts geändert. Subhanahu wa ta'ala. Nichts, rein gar nichts. Wie ist es aber, oder ist es möglich, dass wir unser Geld so irgendwie anlegen, dass unser Geld nicht weniger wird, sondern mehr wird? Geht es? Das geht, ja, da gibt es sogar wirklich eine Methode. Man kann sein Geld so anlegen, dass es mehr wird. Das sagt sogar Allah subhanahu wa ta'ala uns. Es gibt eine Methode. Yani, wenn du gibst, dass es nicht weniger wird, dass sich dein Geld vermehrt, da gibt es eine Methode und Allah weist uns darauf hin und sagt, oh ihr Menschen, es gibt eine Methode, wenn ihr das macht, dann wird sich euer Geld vermehren. Allah sagt im edlen Koran, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَيَقْدِرُ لَهُ. Allah gibt von dem Rizq viel, wen er möchte, und gibt wenig, wen er möchte. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Egal was ihr auch auf Allah seinen Weg Infaq macht, spendet, Allah wird dies ersetzen. Allah wird das ersetzen, was ihr gespendet habt. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Und er ist der beste Rizqgebende. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, egal was ihr Infaq macht, egal was ihr spendet, auf Allah seinen Weg, dies wird Allah für euch ersetzen. Ihr werdet niemals arm werden, weil ihr Sadaqa gegeben habt. Ihr werdet niemals arm werden, weil ihr Zakat gegeben habt. Ihr werdet niemals arm werden, weil ihr auf Allah seinen Weg fi sabilillah gespendet habt. Ihr werdet niemals deswegen arm werden, weil Allah fahuwa yukhlifuhu. Allah wird dies ersetzen. Das, was du gegeben hast, wird Allah für dich ersetzen. In einem Hadith, der wird bei Muslim und Musnad überliefert, ist eine Geschehnis zwischen Aisha, die Frau des Propheten und den Gesandten Allahs. Sie schlachten ein Kurban und sie geben das Fleisch an die Menschen. Es bleibt übrig nur noch ein Stück Knochen und ein Stück von Schulterblatt vom Knochen. Nur das bleibt übrig von dem Rest. Der Gesandte Allahs fragt Aisha, O Aisha, was ist übrig geblieben? Und sie sagt, O Gesandte Allahs, nichts ist übrig geblieben, außer ein Stück Knochen und ein Stück vom Schulterblatt. Und der Gesandte Allah sagt, nein Aisha, alles ist für uns übrig geblieben, außer dieses Stück Knochen und dieses Stück vom Schulterblatt. Das ist nicht für uns geblieben. Er gibt hier Aisha eine Einsicht und sagt, nein, alles was wir gespendet haben, haben wir bekommen, werden wir kriegen, haben wir gewonnen. Aber das, was wir verzehren, das, was für uns ist, das ist verloren, das haben wir verloren. Weil das wirklich für uns, dafür bekommen wir nichts. Allahu Akbar. Das ist eine Einsicht, die der Prophet uns gibt. So muss ein Muslim denken. Das, was du zu dir nimmst, ist für dich, das kriegst du nicht wieder. Das, was du gibst, egal was es ist, kriegst du von Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurück. Guck mal, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, werden 2 Engel vom Himmel herabgesandt. 2 Engel kommen auf die Erde. Und diese 2 Engel machen Dua. Der eine macht ein Dua gegen dich oder der andere macht ein Dua für dich. Eins von beiden. Der Prophet sagt, a.s.w. von Abu Huraira, Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malikani yanzilani. Es gibt keinen Morgen, wie gesagt, außer dass 2 Engel herabkommen.
Und sie machen Dua. Der eine sagt, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, oh Allah, gib denjenigen, der gespendet hat, Gutes, gib ihm noch mehr Ersatz. Und der andere wird sagen, Allahumma a'ti mumsikan talafan, oh Allah, gib dem Gierigen Verderben, gib dem noch mehr Verderben. Ja, nee, wenn ihr jeden Morgen aufsteht, dies ist eine Sache, die passiert. Jeden Morgen kommen Engel. Entweder bist du von diesen Menschen, die spenden und der Engel wird für dich Dua machen, oder du bist von denen, wo der Engel kommt und gegen dich das Dua macht und sagt, oh Allah, nimm den Gierigen das weg. Guck mal, deswegen, wenn ihr Besitz habt, wenn ihr irgendwo ein Eigentum habt, versucht, fi sabilillah, das Zakat zu geben, das Sadaqa zu geben, versucht, irgendwo was zu geben, damit der Engel nicht ein Beddua gegen euch macht. Ihr müsst es geben, es ist eure Pflicht. Es ist eure Pflicht, wenn ihr Besitz habt, dies fi sabilillah zu geben. Wir sagen immer zu den Menschen, die arm sind oder die Geldprobleme haben, Achi, spende auf Allah seinen Weg und Allah wird dir noch bessere Tore öffnen. Aber wir sagen das nicht aus unseren Köpfen, weil es gibt einen Hadith-Propheten, der wird bei Bukhari und Muslim überliefert, wo der Gesandte Allah sagt, Qala Allah, Allah hat gesagt, Anfiq, ya ibn Adam, spende, gib Infaq, ya ibn Adam, unfiq alayke, auf das ich dir Infaq mache. Yani, wenn du Infaq machst auf Allah seinen Weg, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, oh du Mensch, spendest du auf meinen Weg, so spende ich für dich auch. Gib du, ich gebe für dich. Deswegen ein Mensch, der immer sagt, ich habe nichts, der immer sagt, der jeden Groschen 10-mal umdreht, der mit seinem Geld so umgeht, als wäre es seins und das würde niemals weggehen, das würde ihn beschützen und das wäre doch alles so schön. Diese Menschen, sie haben wahrlich große Probleme. Menschen, die wenig besitzen und immer jammern, sollten lieber anfangen, ein bisschen zu spenden. Das wäre gut für sie und auch für ihr Mal und ihr Mulk. Auch wenn es wenig ist, spendet. Sag nicht, es ist wenig. Sag nicht, es ist nur 30 Euro. Sag nicht, es ist nur 5 Euro. Sag nicht, es ist nur eine Dattel. Guck mal, Rasulullah berichtet uns in einem Hadith, der wird bei Bukhari und Muslim überliefert, wo Allah sagt, wer von seinem sauberen, halal erworbenen Mulk Besitz auch nur eine einzige Dattel spendet, aber es muss halal sein. Nee, du kannst nicht durch Zinsen irgendwas aufbauen und das Geld, was du da kriegst, spenden. Warum? Allah ist rein. Inna Allah tayyibu la yuqbalu illa tayyiban. Allah ist gut, Allah ist sauber und er akzeptiert nur das Gute. Ihr könnt nicht durch Haram-Sachen kommen und das spenden, das wird nicht angenommen. Aber wer von seinem Halal-Rizq, was er erworben hat, mit seinem Mut, mit seinem Aufwand, auch nur eine einzige Dattel spendet, so sagt der Prophet, wird Allah das annehmen, genau wie ihr ein Babykamel aufzieht zu einem großen Kamel, wird Allah eure Sadaqa, was ihr gegeben habt, im Jenseits immer mehr, während ihr hier seid, immer mehr vermehren, großziehen. Also eure Guttat wird großgezogen, bis, sagt der Gesandte Allahs, wenn derjenige dann im Jenseits dahin kommt und sieht einen Berg voller großen Lohn. Und er wird sagen, was ist das? Und er wird sagen, dies war damals deine Dattel gewesen. Dies war damals deine Dattel gewesen. Sag nicht, es ist wenig, ich spende nicht. Spendet, auch wenn es wenig ist, weil es wird vermehrt. Dies ist eine Art Zinsen, aber von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Halal, auf die schönste Art, auf die beste Art von unserem Herrn. Du legst was an bei Allah und er vermehrt dir das. Bis du bei ihm bist, hast du ganz große Berge voller Belohnung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für einen barmherzigen Gott haben wir? Was für einen entgegenkommenden Gott haben wir? Was für einen gutmütigen Gott haben wir? Was für einen edlen Gott haben wir? Wie kann man so einen Gott nicht anbeten? Wie kann man so einem Gott nicht ergeben sein? Wie kann man so einem Gott seine Gesetze nicht unterwürfig sein? Allahu Akbar. So einen Gott haben wir, der das Gute für uns möchte. Er sagt, macht einen Schritt, ich komme euch 10 Schritte entgegen. Aber macht irgendwas. Macht irgendwas. Allahu Akbar. Deswegen spendet fi sabilillah, auch wenn es wirklich sehr wenig ist. Ihr wisst, eins der größten Fitness, die 3 großen Fitness heutzutage sind uns allen bekannt, wenn man die zusammensammelt, sind einmal die Rangstufe, Makam, Macht. Das zweite ist Shahwat, die Begierde, und das dritte ist Mulk, das Geld. Viele Menschen sind Sklaven vom Geld geworden. Viele Menschen beten das Geld nicht an. Man betet nicht Geld an, indem man einen 500-Euro-Schein an die Wand macht und danach sich dort niederwirft.
Der Prophet a.s. gibt uns das Muster und sagt, wann ist das Anbeten? Wann ist man der Sklave des Geldes? Wenn du Geld kriegst, bist du glücklich und wenn du es nicht kriegst, wirst du wütend. Guck mal, nicht traurig, man wird wütend. Man wird wütend. Dann sagt der Prophet, bist du der Sklave des Geldes geworden. Der Gesandte Allah sagt, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa wa antakasa, wa iza shika falan taqash. Zugrunde gehen soll der Sklave des Dinar, zugrunde gehen soll der Sklave des Dirham, zugrunde gehen soll er, verflucht soll er sein. Selbst wenn ein Dorn ihn sticht, soll er niemanden finden, der ihm dieses Dorn da rausbringt. Warum aber? Was hat er gemacht? In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhit. Wenn ihm gegeben wird, ist er zufrieden und wenn ihm nicht gegeben wird, verabscheut er, ist er wütend. Manche Leute sind heute auf diesem Punkt, dass wenn sie das Mulk, das beeinflusst ihre Gefühle. Sie sind glücklich, wenn sie was haben, sind wütend, wenn sie nichts haben. Sie sind aggressiv, wenn sie es nicht hinhaut. Und ihre Glück, ihre Freude, alles hängt vom Mulk ab. Dass er gerade gut gelaunt ist, dass er mit ihr redet, dass er zur Moschee kommt. Alles hängt damit ab, wenn sein Mulk passt. Aber wenn es nicht passt, dann kommt er nicht. Dies ist ein Sklave des Geldes. Und der Prophet benutzt eine harte Wortwahl hier für die Menschen. Zugrunde gehen sollen diese Menschen, die das Geld verehren und mit dem Geld so umgehen, als wäre es ihre Rettung. Es gab einen Tag, da gab es Dürre und dies wird von Imam Qurtubi in seinem Buch Al-Asna fi Sharhi Asma'illahi al-Husna wa Sifati al-Ulya berichtet. Er sagt, es gab eine Zeit der Dürre und da gab, viele Leute haben geweint. Die Diener des Geldes, die Sklaven des Geldes haben gejammert, haben geweint, waren verzweifelt, waren wütend, wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Und es gab einen kleinen Junge, der war ein Sklave gewesen. Also der hatte einen Besitzer und der war so ein Sklave gewesen. Und der hat sich die ganze Zeit gefreut, ist rumgesprungen, hat gelacht, hat gespielt, hat sich gefreut. Und irgendwann ruft der Gelehrte ihn und sagt zu ihm, was machst du da? Mach das nicht. Guck mal, du siehst, es ist Dürrezeit, die Leute sind traurig, die Leute sind wütend. Mach das nicht, das ist unverschämt, was du machst. Er sagt, Effendi, er sagt zu ihm, O Gelehrter, für uns gibt es keine Dürre. Mein Herr, also mein Besitzer, er ist Sklave, mein Besitzer hat noch woanders ein Depot voller Essen, das reicht uns noch für die ganze Jahr aus. Für uns gibt es keine Dürre. Und freut sich. Und da macht es bei dem Gelehrten Klick. Er geht zu seinem Volk und sagt zu seinem Volk, O ihr Menschen, ein kleiner Sklave vertraut seinem Besitzer und hat überhaupt keine Angst. Wir, die glauben, Allah ist Malikul Mulk, der Besitzer aller Herrschaften, der Besitzer von allem, fangen an zu zweifeln und zu trauern. Dies ist nicht richtig. Wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Das ist das Verständnis. Wenn du anfängst, deine ganzen Gefühle, deine Wut, dein Lachen, deine Trauer von materiellen Dingen abhängig zu machen, ja, dann bist du der Diener des Geldes. Dann bist du der Diener des Geldes. Wenn du nach Hause gehst, deine Frau anschreist, deine Familie anschreist, wütend bist, nur weil du deine Rechnung kam, du hast kein Geld, ja, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein gewaltiges Problem und ich glaube, dann bist du der Diener des Geldes. Ich komme zum letzten Unterschied zwischen Allah, seinem Mulk und das Mulk der Menschen. Und das ist, Allah, sein Mulk ist nicht nur das, was wir sehen, sondern es sind auch Dinge, die wir nicht sehen. Wobei das Mulk des Menschen begrenzt ist auf materielle Dinge. Okay? Allah, sein Mulk ist nicht so. Guck mal, liebe Geschwister, wenn ihr Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala macht, es gibt viel mehr von Allah zu verlangen, wie Geld, wie ein Haus, wie ein schönes Leben, wie ein Urlaub, wie materielle Dinge. Es gibt viele andere Dinge, die man von Allah subhanahu wa ta'ala sich erbitten kann. Es ist nicht wirklich immer das Materielle. Glaub mir, das Wichtige ist auch nicht mal das Materielle. Allah, was könnt ihr eigentlich von Allah verlangen? Guck mal, der Prophet sagt, Al-Qalbuhu bayna usbu'ayni min asabi'illah, faman sha'a aqama, wa man sha'a azagha. Die Herzen sind in Allah seiner Hand. Wenn er es möchte, macht er es auf Istiqamat, festigt er dieses Herz und wenn er möchte, führt er dieses Herz in die Irre. Deswegen, allein schon wenn ihr kommt, machen wir doch Dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. O unser Herr, festige unser Herz auf den Dien. O Allah, reinige unsere Herzen von dem ganzen Dreck, Najis. O Allah, stecke deine Liebe in unsere Herzen. O Allah, stecke die Liebe zum edlen Koran, zum Gesandten in unserem Herzen. All die Sachen könnt ihr von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen.
Er ist der Besitzer auch von diesen Dingen. Er ist der Besitzer von eurem Nefs, von eurem Herzen, von allen guten Dingen, von eurem Verstand, von allem. Ihr könnt von Allah mehr verlangen, als ihr glaubt. Ich möchte euch ein Beispiel geben, dies wird bei Muslimen überliefert. Ihr wisst, im Gebet gibt es Iftitah-Dua. Wenn man Allah Akbar macht, da gibt es mehrere, die überliefert werden. In der Sunna gibt es einige. Und eins davon wird hier überliefert. Das möchte ich euch kurz aufzählen. Da wird eigentlich aufgezählt, was man alles von Allah verlangen kann mit dem Namen Al-Malik. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also das ist das Dua, wenn man Iftidah macht, also beim Gebet anfängt, das beginnt so. وَجَهْدُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. O Allah, ich wende mein Gesicht in völliger Hingabe zu dem Urheber der Himmel und der Erde, zum Schöpfer der Himmel und der Erde, und ich bin nicht von den Muschrikin, ich bin nicht von den Götzendienern, O Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mein Gebet, meine Opferung, mein Leben und mein Tod ist einzig und allein für Allah, der Herr der Welten. La sharika la. Und er hat keinen Partner. Wa bidhalika umirt. Und damit wurde ich befohlen. Wa ana min al-Muslimin. Und ich bin einer von den Muslimen. Allahumma anta al-Maliku la ilaha illa anta. O Allah, du bist Al-Malik. Du bist der König, du bist der Gesetzgeber, du bist der Herrscher, du bist der Besitzer. Es gibt keinen einzigen Gott außer dir. Jetzt kommt das. Die zwei waren ja klar gewesen. Das ist ja von edlen Koran entnommen, 2 Verse wurden zusammengetan. Jetzt geht los. Allah sagt mit dem Namen Al-Malik. Alles, was jetzt kommt, verlangt der Prophet von Al-Malik. Mit dem Namen von Allah Al-Malik. Okay? Anta Rabbi wa ana abduka. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. O Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Ich habe mir selbst Unrecht zugefügt und ich gestehe meine Sünden. O Allah, vergib mir all meine Sünden, denn niemand vergibt meine Sünden, außer du, o Allah. Guck mal, hier verlangt der Prophet von Allah mit dem Namen Al-Malik. Er führt fort. Wahdini ahsan al-akhlaq. La yahdi ahsaniha illa anta. O Allah, mein Herr, führe mich auf den besten Akhlaq. Gib mir das beste Akhlaq. Denn niemand außer dir kann mir den besten Akhlaq geben. Wasrif anni sayyi'aha. Wala yasrif anni sayyi'aha illa anta. O Allah, und nimm das schlechte Achlaq von mir weg. Nimm das Schlechte von mir weg. Denn niemand außer dir, o Allah, kann das Schlechte von mir nehmen. Labbaika wa sa'daika. Ich bin deinem Ruf gefolgt und stehe dir zu Diensten, o Allah. Wal khayru kulluhu fi yadika. Und alles Gute ist in deiner Hand, o Allah. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Und mit dem Bösen kann man dich nicht erreichen. Das Böse erreicht dich nicht. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. O Allah, o mein Herr, mein Leben, meine Kraft, meine Existenz ist nur deiner Gnade zu verdanken. Hoch erhaben, geehrt bist du. Ich bitte dich um Vergebung, o Allah, und wende mich in Reue dir zu. Jetzt, guck mal, was der Gesandte Allahs von Allah mit dem Namen Al-Malik alles verlangt hat. Die Vergebung, den guten Akhlaq, die Tauba-Annahme, dass er das Schlechte von ihm nehmen soll, dass er ihm das Gute geben soll. All die Sachen könnt ihr von Allah verlangen, der ist Al-Malik. Er ist hier der Malik, der König und der Besitzer von dem. Ihr müsst nicht immer materielle Dinge verlangen. Verlangt lieber stattdessen solche Dinge, weil das sind Dinge, die wirklich sehr relevant sind. Dasselbe hat Yusuf a.s. auch gemacht. Yusuf a.s. hat genauso Dua gemacht. Guck mal, Yusuf a.s., ihr kennt dieses Geschehnis mit Zuleyha in dem Palast. Yusuf a.s. kommt, Zuleyha kommt zu ihm und sagt, ihr wisst,
Sie wollte Zina mit ihm machen, sie wollte Ehebruch mit ihm machen. Und die Begierde eines Menschen ist schwierig intakt zu halten. Deswegen gibt es im Jenseits, wo es keinen Schatten gibt, außer den Thron Allahs, den Schatten vom Thron Allahs, gibt es einige Gruppen, die unter den Schatten kommen. Und einer davon ist derjenige, der dem das Zina ablehnt. So eine große Sache ist das, dass Allah ihn so belohnt. Das ist keine einfache Sache. Jetzt kommt bei Yusuf was sehr Krasses zustande. Zuleyha ist nicht nur irgendeine Frau, sie ist eine wunderschöne Frau, eine sehr hübsche Frau. Sie ist nicht eine einfache Frau, sie ist eine Frau mit Macht. Sie sagt zu Yusuf, wenn du nicht mit mir Zina machst, werde ich dich inhaftieren, dann werde ich dir Schaden zufügen. Und sie ist in der Position, ihn zu bedrohen. Also hat er auch Angst, dass er bestraft wird. Und alle Türen hat sie verschlossen. Alle Türen hat verschlossen. Keiner war da, außer Allah hat sie gesehen. Und dann sagt sie mit einer erregenden Stimme, hey Talak, jetzt komm. Was ein Menschen auch nochmal die Begierde sehr ansteigt. Alle Faktoren kamen zusammen dort. So eine Sache, eine schöne Frau, die Macht hat, die Position hat, die dich bedroht, wenn du die Sünden nicht machst, dich zu bestrafen. Sie erregt dich, die schließt alles ab. So eine Sünde standzuhalten, ist unmöglich. Das geht nicht. So eine Sünde kann man als Mensch nicht widerstehen. Außer wenn Allah, der Al-Malik, der Besitzer, einschreitet. Und so genau wie in dem Dua, was ich ihm gerade aufgezählt habe, hat Yusuf a.s. Dua zu Allah gemacht. Und er sagt, Qala Rabbi Sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Oh mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber, wozu sie mich aufrufen. Warum? Warum aber? وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. O Allah, o mein Herr, wenn du die List von ihnen nicht von mir nimmst, dann fürchte ich mich, dass ich zu ihnen neige und von den Unwissenden werde. So macht er Dua. Er sagt, oh Allah, nimm das von mir. Tasrif anni, nimm das von mir weg. Nimm diese List von mir weg. Nimm das Schlechte von mir weg. Und das Interessante ist, لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Sie hat Yusuf verlangt und Yusuf hat auch eine Zuneigung zu ihr gehabt. Aber Yusuf macht dies Dua. Oh Allah, du bist mein Herr. Nimm das von mir weg, das Schlechte. Nimm das von mir weg. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So haben wir sein Dua erhört und wir haben die List von ihm genommen, denn ganz gewiss ist Allah allhörend und allwissend. Allah ist allhörend und allwissend, ganz gewiss. Diese Sünde hätte man nicht standhalten können. Aber wisst ihr, an wen sich Yusuf gewandt hat? An den Malik, der Besitzer von seinem Nefis. An den Besitzer von Shaitan. An den Besitzer dieser Frau. An den Besitzer von dem Verstand der Frau. An den Besitzer seines Herzens. Er hat einfach sich an den Besitzer gewandt. Wenn ihr ein Problem habt, dann geht einfach zum Besitzer. Er ist doch der Besitzer. Und er hat zu allem die Macht. Und Yusuf konnte nicht mehr. Yusuf hat gemerkt, es ist sehr gefährlich. Und er hat sich direkt zum Besitzer gewandt. Und der Besitzer des Shaitan, Shaitan ist ja auch Allah sein Mulk. Er ist ja auch von Allah erschaffen. Selbst Shaitan ist Allah sein Besitz. Und Allah kann mit seinem Besitz machen, was er will. Und er kann List und das Schlechte abwenden, wann er will. Er kann dir Gutes geben, wann er will. Und Yusuf und der Gesandte Allahs auch, sie haben sich einfach direkt an den Besitzer gewandt, an den Besitzer von diesen Dingen. Und hat gesagt, oh Allah, festige mein Herz. Oh Allah, nimm die List von mir weg. Oh, der Besitzer von mir, macht das so. Und deswegen hat Allah eingeschreitet und es hat funktioniert. Guck mal heutzutage, wenn wir gucken, ich komme jetzt zum Schluss, wenn wir heutzutage schauen, so leben wir eigentlich ähnlich wie Yusuf a.s. Irgendwo haben wir keinen Propheten mehr da. Der ist nicht da. Wir leben in einer Zeit der Akhir Zaman, der Fitna. Die Schaden ist riesig. Wir leben zwischen Fitna und Sünden, zwischen Schirk und Kufr, sind um uns in tausendfach, das ist Normalität geworden. Seine Religion zu leben ist sehr schwierig. Du wirst, wenn du den Bart trägst oder wenn du irgendwas machst, als Muslim wirst du schon schräg angucken. Man gilt ja als Mensch zweiter Klasse. Es ist schon sehr schwer, seine Religion, so wie es sein sollte, hier zu leben. Und wir sind umgeben von jeglichen Begierden, von Shaitan, seine Einflüsterung, von unserem Nefis. Und die Sünden sind uns so nah, zum Greifen nah. Es ist sehr schwierig, diese Sachen standzuhalten. Es ist richtig.
Manchmal, ihr könnt das gar nicht schaffen. Manchmal ist es zu schwierig. Aber wendet euch an den Besitzer von allem. An den Besitzer von euch. An den Besitzer von diesen Dingen. An den Besitzer von deiner Begierden. An den Besitzer von Shaitan. Wendet euch einfach an den Besitzer, an den Melik. An den Melik von allem, weil er kann einschreiten und das alles von euch nehmen. Deswegen achtet in eurem Leben darauf, dass ihr Melik über euer Geld seid. Dass ihr euer Geld kontrolliert und nicht, dass das Geld euch kontrolliert. Achtet darauf, dass ihr Melik über eure Wut seid und lasst nicht zu, dass euer Wut Melik über euch ist, Herrscher über euch ist. Lasst nicht zu, dass die Trauer König über euch ist, so seid ihr der König über die Trauer. Lasst nicht zu, dass das Hab und Gut der König über euch ist und euer Leben bestimmt. Ihr sollt es sein, die bestimmen, wie euer Hab und Gut zu sein hat. Lasst nicht zu, dass die Liebe der König über euch wird. Ihr seid die König der Liebe und ihr steuert das. Und wisst ihr, was interessant ist? Erst wenn ihr der König über all diese Dinge seid, von eurem Herz, euer Herz steuert, euer Verstand steuert, euer Geld steuert, nicht das Geld euch steuert, ihr steuert es, ihr macht, was ihr wollt damit. Ihr geht mit eurem Herzen um, ihr wisst, wann ihr was zu machen habt. Wenn ihr wütend werdet, nimmt die Wut nicht euch ein, ihr kontrolliert die Wut. Wenn ihr liebt, nimmt euch die Liebe nicht alles weg und ihr macht die Sünden. Nein, ihr bleibt da, ihr kontrolliert die Liebe. Wenn ihr Melik über all die Sachen seid, dann seid ihr bereit, euch einem einzigen wahren Melik zu unterwerfen und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ist Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn schon das Geld euer Melik ist, wenn euer Herz euer Melik ist, eure Wut der König über euch ist, eure Begierde, euer Geld, euer Besitz, euer Melik ist, wie wollt ihr denn Allah als König akzeptieren? Ihr habt doch schon einen an dieser Stelle gesetzt. Deswegen seid erst der Herrscher über euch und ergibt euch Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Malik ist. Wir machen im nächsten Unterricht weiter, inshallah. Wir machen weiter mit Al-Malik und zwar machen wir die Prüfung mit dem Besitz und was die Weisheiten dahinter sind, wird der nächste Unterricht sein. Inshallah, nächste Woche, bismillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.